Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction, das Universumgesetz der Anziehung, was du selbst aus freien Stücken aussendest, deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Am einfachsten verstehst du das Gesetz der Anziehung, wenn du dich selbst als Magnet siehst, der Ereignisse und Erlebnisse in seinem Erfahrungsbereich zieht. Die Gegenwart besteht aus Wahrscheinlichkeiten. Du bist in einem Vibrations-Universum und du sendest selbst Vibrations aus und entsprechende Ereignisse kommen zu dir, ziehst du magnetisch an. Gefällt dir das nicht, was du an Lebensereignissen anziehen, dann musst du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Es gibt keinen anderen Weg. Ein großer Fehler, den viele Menschen machen, ist, dass sie nicht wissen oder nicht erkannt haben, dass Ja oder Nein für das Universum dasselbe bedeutet. Für das Universum ist wichtig, auf was du deinen Fokus lenkst, welchen Dingen du deine Aufmerksamkeit schenkst. Das Universum glaubt, du willst mehr von den Dingen, denen du deine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du dich jetzt auf Dinge konzentrierst, die dir Freude machen, zu denen du Ja sagen kannst, dann bekommst du immer mehr davon und kommst nicht wirklich in einen Konflikt. Aber wenn du dich irgendwann mehr auf das konzentrierst, was du nicht willst und Nein sagst und Nein und dagegen pusht, das will ich nicht, nein, 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 nein. Das Universum kennt das nicht, das kennt nur deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit. Und du bekommst auf einmal mehr von diesen Dingen, die du gar nicht willst. Du beschäftigst dich mit irgendeinem Thema, das du als negativ betrachtest und das auch negativ sein kann. Aber indem du dich beschäftigst, auf einmal siehst du mehr von diesen Dingen. In den Nachrichten hörst du, du bist hellhörig für das Thema. In einem Gespräch in der Straßenbahn oder in der U-Bahn hörst du einfach dieses Thema. Du schaust im Internet über das Thema nach. Es gibt Gruppen, die gemeinsam gegen dieses Thema vorgehen. Du trittst dieser Gruppe bei und es wird immer mehr in deinen Kopf und in deinem Erleben. Und in der Gruppe entwickeln sich vielleicht Tendenzen Richtung Ohnmacht und Gewalt und du gehst gemeinsam in einer Gruppe gegen das vor, was du verneinst. Und es wird immer mehr und mehr. Nein und Ja bedeutet für das Universum dasselbe. Das muss dir klar sein. Das Universum kennt kein Nein und kein Ja. Es kennt nur Aufmerksamkeitsfokus. Das Universum glaubt, du willst mehr von dem du deine Aufmerksamkeit widmest. Darum rate ich dir, lass die Dinge sein, zu denen du Nein sagst. Sage Nein und denke gleichzeitig, was will ich stattdessen haben? Pushe nicht gegen die Dinge. Im Universum ist ein Inklusionsuniversum, kein
Exklusionsuniversum. Du kannst nichts wegdrängen im Universum. Du kannst dich nur auf andere Dinge fokussieren und diese anziehen. Es ist nicht möglich, im Universum irgendetwas wegzudrängen. Sobald du beginnst mit Nein, Nein und wegpushen, wird das immer mehr in deinem Kopf und in deinem Erfahrungsbereich. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, damit besser klarzukommen, dich wieder mehr auf das zu konzentrieren, zu dem du Ja sagen kannst und immer mehr das loslassen, zu dem du Nein sagst. Let it be, lass es sein. Umso mehr du gegen Dinge pusht, umso mehr wird das. Das ist wie ein Schneeball, den du zum Rollen beginnst. Der wird immer größer und größer, bis du ihn nicht mehr bewegen kannst. Lass los, konzentriere dich auf die Dinge, die du bejahen kannst, die schönen und guten Dinge. Sie sind sowieso die Mehrheit im Universum. In der Welt gibt es viel mehr schöne Dinge als schlechte Dinge. Das Verhältnis ist 99% zu 1%. Nur das Problem, die Nachrichten konzentrieren sich auf das 1% und Menschen, die glauben, sie müssen gegen irgendwas pushen, konzentrieren sich auch auf die 1%, die negativ laufen. Spiel da einfach nicht mehr mit, konzentriere dich auf die 99%, die gut laufen in deiner Welt. Und du vermehrst diese Dinge. Du vermehrst das, dem du deine Aufmerksamkeit widmest. Darum achte darauf, auf was du dich fokussierst. Denn das Universum bringt dir mehr und mehr davon. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, dich wieder mehr und mehr auf das Bejahende, auf das, was dir gefällt, zu fokussieren und die Dinge, die dir nicht gefallen, einfach sein zu lassen. Melde dich bei mir. Ciao.